Mit diesem kleinen Point de Presse wollte man ein paar Initiativen am Bereich von der Verkehrspolitik vorstellen, die der Dialog, wie der Fernand gesagt hat, am November an der Chambre abbringt. Ich will hier kurz zu 3 Punkten Stellung holen. Erstens einmal die Altersdiskriminierung bei den Führerscheinen, die Abfeierung von den Gigaliner und die Abfeierung von einem geringen Fall. Erster Punkt, Altersdiskriminierung bei den Führerscheinen, da bringen wir Emotionen ran. In letzter Zeit haben sich Fälle verlegt, die nicht verstehen, wie das sie mit 75 Jahren ihre Führerscheine der Kategorie C und D müssen aufgehen, respektive besser gesagt nicht mehr verlängert kriegen. Wegen der aktuellen Gesetzgebung, der wir nur mal vom Alter von 75 Jahren kein Kamion, kein Bus mehr auf öffentlichen Straßen bewegen. Die entsprechenden Führerscheine Kategorie C und D verlieren auf dem Stich der ihre Gültigkeit, egal wie fit und wie gesund ihnen ist. Es gibt immer an europäische Regeln verstoppt, mir auch hat sich herausgestellt, dass dem nicht so ist. Zum Beispiel in Deutschland und Frankreich, für ein direkt Notbestand zu zitieren, dürfen ab dem Alter ohne Problem sein Führerschein an diese Kategorie nach verlängern. Das ist zum Beispiel hier im Land nicht nur ein Nordel für die die Campingcar haben, den über den 3,5 Tonnen weit. Das betrifft auch zum Beispiel wie Sammler von historischen Gefähren. Sie dürfen theoretisch nicht mehr materielle Gefähren, zum Beispiel ob Kommemorationsveranstaltungen und so weiter teilnehmen. Sie dürfen keine Ausfahrt mehr machen, dürfen nichts mehr machen. Alles das betrifft direkt alle Gärten. Da muss ich noch feststellen, dass an dem Alter nach 14 für so Gefähre auf der Straße zu bewegen. Zu dieser Problematik auf ein Zugcoupé Gestalt, eng von meinem Kollegen dem Roy Reding und eng von Herrn Michel Wolter. Bei der Einfahrt vom Coupé vom Herrn Roy Reding hat der Herr Minister Durchblicke gelos, dank auch dem medizinischen Fortschritt, für bei der nächsten Änderung von Code la Route ging hier proposieren, für das Altersgrenze abzuheben. Das will so ein Führerschein von den Klassen C und D kann verlängert gehen. Solange wie der Gesundheitszustand von der betroffenen Person natürlich dazu zulässt. Mit dieser Antwort hat der Herr Minister den Zeitpunkt, wenn ihr hier in das will machen, nicht definiert. Wir sind aber der Meinung, dass das Altersdiskrimination aber so bis Ende dieses Jahres gestraft gehen, weil auch mittlerweile ein Selekt Heilfahne betroffen sind. Auch sind wir der Meinung, dass das Altersdiskrimination müsste auch retroaktiv gelten für die Leute, die wollen diesen Führerschein als Altersgrenze nicht mehr verlängert kriegen. Auch da müsste es möglich sein, dass die Leute, was sie ein Zertifikat vom Doktor bringen, auch das könnte verlängert kriegen. Auch nachdem, dass sie den Führerschein weil per Monat oder Jahr oder 2, 3 nicht mehr hatten, da muss ich dann das auch mal gucken. Dann der zweite Punkt, ein paar Worte zum Gigaliner. Hier haben wir eine Question parlamentär gestellt. Hier hat der Minister an einem Interview den 24. September hat hier gesagt, hier gibt die sogenannten Gigaliner zu Lützburg nicht zulassen. Das ist auf Basis von einer Etude aus dem Jahr 2007. Des Weiteren geht es eine Antwort auf eine parlamentarische Frage zu den Gigaliner auf hier. Hier hat er so viel wie möglich vom Warentransport bei dem Langstrecke müssen zurückgelassen gehen, dass das über die Schiene soll gemerkt gehen. Dass das über die Schiene soll gemerkt gehen, pardon, und just Kurzstrecke sollen über die Straße gehen. Mir leider ist das Theorie und an der Praxis nicht immer möglich. Je nach Standort, wo das fortführt, je nachdem, wo die Auflieferung ist. Dabei kommt dann auch den zeitlichen Rahmen. Ich meine, die wissen alle gerne, dass die Einzelware muss einen gewissen Delay fortziehen und noch zu einem gewissen Delay müssen ankommen. Und da gibt das gesprengt. Ich frage mich, der Minister, ob welche Etüden hier sich bei dieser Ablehnung brieft. Auch weiß er mal gern, was dagegen schwätzt, für die Gigaliner an einer Testphase auf verschiedene Plätze zuzulassen, zum Beispiel um Findel bis auf Peterburg und so weiter.
Wir sind auch der Meinung, es soll kein übermäßigen Angriff an Privatautonomie von den Entreprisen machen. Es besteht ja ein möglicher Interessenkonflikt, weil der Staat am Schienentransport selber ökonomisch aktiv ist. Und dann als dritter, letzter Punkt, die Abfeierung von einem geringen Fall. Wir hatten in unserem Wahlprogramm, weil die stehen, für einen sogenannten geringen Fall anzufeiern. Der EDI präsentiert der im November an der Chambre eine Motion mit einer Textpropos. Und zwar, aus folgenden Ursachen sind wir der Meinung, dass den geringen Fall abfeiern. Man festgestellt, dass in verschiedenen Ländern von der Europäischen Union die geringe Fall, also die Möglichkeit, trotz roter Luft, unter verschiedenen Bedingungen nur rechts oder auch nur links kann aufzubauen, an unterschiedlicher Form, aber bei unterschiedlicher Gesetzeslage besteht. So beispielsweise an Deutschland, Polen, Frankreich, Rumänien, Tschechien und auch an Österreich. Wir haben auch festgestellt, dass sich viele Kreuzungen für eine separat Rechtsaufbauung gut geben. Die Abfeierung vom geringen Fall zu Lützburg kennt viele Vorteile für den Straßenverkehr mit sich bringen. Den Autofahrer gibt Zeit gewonnen. Es wäre man Kamedi, der Brennstoffverbrauch wäre man hoch und dadurch gibt es dann noch man CO2-Ausstoß. Das Risiko für den Stau kann auch reduziert gehen, also weiter. Der Autofahrer darf sich nicht mehr in die Richtung vom Fall bewegen, die ergehen aus der Chokloras, nachdem sie sich vergewissert hat, dass es sicher ist, dass nicht von der anderen Seite kommt, an Kreuzung frei ist. Der blinkende geringe Pfeil kann nicht mehr an den Ersatz kommen, wenn es rot ist. Und da weisen wir auch darauf hin, die Abfeierung vom geringen Pfeil am Gegensatz zu anderen Verkehrsregelungen relativ geringen finanziellen Aufwand gibt, mit sich bringen. Wir sind uns bewusst, dass ein erhöhtes Accidentrisiko durch die Abfeierung vom geringen Pfeil nicht besteht, weil der Autofahrer ja verschiedene Regeln anhalten muss. Wir können trotz roter Luft nur rechts oder auch gegebenenfalls nur links aufzubauen. Hier muss die Quer- an die Gegenverkehr überprüfen an allen anderen Verkehrsakteuren die Vierrang lassen. Hier nur rechts oder auch nur links aufbauen kann. Durch die Abfeierung vom geringen Pfeil könnte das Kollisionsrisiko sogar reduziert gehen, weil es dadurch ja nicht zu einem Rückstau kommt. Allerdings, und da machen wir eine Ausnahme, Kreuzungen, die an einem Schulweg liegen, da sollte kein Geringpfeiler installiert gehen, weil hier, ob schon der Chauffeur auf Fußgänger aufpassen muss, das Risiko gehen ist oder besteht, dass hier ein oder mehr Schüler, die sich nicht an Verkehrsregeln halten, möglicherweise überseit an einen solchen Accident kommen. Auch bei Kreuzen im Zugverkehr kann die Abstelle von einem geringen Pfeil Risiko mit sich bringen. Wir sind der Meinung, dass in die geringen Pfeil hier im Land am Côte la Route abholen sollte. Wir haben euch als Motion an den Textpropos vorgelegt für eine dementsprechende Änderung vom Reglement Grand Ducal. Ihr wisst, dass das nicht über Gesetz geht. Das werden wir auch bei der Motion, die wir an der Chambre im November deponieren, mit heranbringen. Soweit meine Ausführungen. Ich gebe euch da Merci so.